Maroni, allerbeste von Maroni, von der Toni. Eissi, Maroni, ganz eissi. Was ist nun mal los? Wo sind alle die Kunden? Ich glaube, es ist ein Problem von der Ufficio alla Casa, von der Homeoffice. Es hat einfach keine Leute hier in der Stadt. Aber irgendwie muss es weitergehen. Es kann nicht sein, dass der Mini-Traum ist schon an Ende. Nein, nein, das kann nicht sein. Irgendwie. Allora, wenn ich das so über den Daumen peile, brauche ich etwa die 50 Sekunden in der Woche oder die 70 Sekunden an der Wochenende, dass ich so in den schwarzen Saal, oder, dass ich rauskomme. Das kann nicht so schwierig sein. Ah, Obereinzeli! Pierre Obereinzeli, du kommst ja gerade richtig. Genau die habe ich gebraucht. Mich hast du gesucht? Sie, komm mal da hin. Komm. Die brauche ich. Sie, komm da hin. Weißt du, Obereinzeli, du hast doch immer die guten Informationen, weißt du alles. Ja, ich höre schon ab und zu dort etwas, da etwas, ja. So ein Seid, komm, tu es nicht so. Du bist ja wieder meine Nonna. Die weiß auch immer alles von allen, komm. Also komm, Toni, was willst du wissen? Also weißt du, mich würde schon noch der Kai bewundern, wie geht der andere Maroni-Stand hier in der Città. Wie viele Kunden haben denn die so am Tag? Ja, die haben nicht viel mehr Kunden wie du, glaube ich. Aber machen etwa gleich viel Dreck. Aha. Allora, weißt du, habe ich so ausgerechnet, wenn ich so die 400 Kunden in der Woche, dann kann der gerade funktionieren, weißt du? Ja, und jetzt? Ja, was und jetzt? Dann brauchen wir einfach da auch die 400 Kunden und du hilfst mir dabei. Was mir? Mir, ja? Schau, ich glaube, du machst jetzt einfach da die 400 Kunden für den Stand. Ich putze weiter meine Straße. Weißt du, ich kann dir eins sagen, Abfall gibt es immer ein super Geschäft. Aber bei dir weiss ich nicht, heisst es glaube ich eher ein bisschen Lichter löschen? Was Lichter löschen? No. Ich gebe nicht auf, weißt du? Weil ich habe schon eine gute Idee. Wir können mehr auch die Werbung machen, den Flyer verteilen in der ganzen Stadt, weißt du auch. Und die Publizität der Television, also die Werbung in der Fernsehen machen ja, auch. Sehr eine Sicherung brennt. Weißt du, wie teuer ist das? Mann, wieso musst du immer alles so den Negativen machen, den Schwarzen anmalen? Einmal musst du auch die Hoffnung haben und weiter schauen. Ja, und dann, was bringt's? Los, ich muss dir sagen, einfach, Toni, du bist einfach ein Träumer. Und du weißt ja, Träume sind Schäume. Komm, du willst gescheiter, weißt, für einen anderen Job anfangen, umschauen langsam. Hey, no, Hey. Ich gebe nicht auf. Ich kämpfe wie der Leon, der Leone, der Löwe, weißt du. Weil wenn mein italienisches Temperament ist für etwas gut, dann für das. Und mach, was du willst. Aber nachher musst du nicht an meine Schulter brüllen. Ich habe es dir gesagt, gell? Ich mache schon, was ich will, weißt du. Aber du hilfst mir dabei. Was ich? Wieso ich? Ja, weißt du, kann ich alle Hilfe brauchen von der Welt für dort meine Maroni-Stadt, sogar deine. Danke. Weißt du, ich habe schon eine gute Idee. Ich würde viel mehr Bello machen, den meine Maroni-Stand. Weißt du, schön machen, will ich auch mehr Werbung machen, wie ich schon gesagt, den Flyer verteilen, überall alle Leute Flyer da drucken auch. Und allerbeste Idee ist, will ich an der Hauptbahnhof, an der Station, wo kommen alle die Leute mit den Sugeli, will ich grosse Tafeln machen, wo steht drauf Toni Maroni und wo hat der grosse viele drauf, wo sagen dann, wo ist der Maroni-Stand, wo der Wegeweiser, weißt? Und das magst eben du. Was? Ich? Wie stellst du das vor? Und? Was habe ich davon? Ja. Ja? Was hast du davon, kann ich dir schon sagen. Weil,
wenn dann meine Geschäfte durch den Guten laufen und ich muss den grösser machen, den Stand, weißt du, und habe ich dann die ganze Kette mit dem Maroni-Stand in der ganzen Schweiz auch, weißt du, in der San Gallo, der Basilea, der Lucerna, der Geneva, überall hat der Maroni-Stand von der Toni Maroni, und dann weißt du was, Oberanzeli, dann brauche ich auch den Personal, dann bist du der Capo von einem von diesen Stand, der Chef von der Stand. Ah, Toni, du bist und bleibst ein Träumer, ich sag das. Sieh, vielleicht bin ich das, aber weißt, immer noch besser der kämpfen für seinen Traum, der nicht aufgeben, der dranbleiben, oder? Besser als das alles, der Backup geht. Wie gut, der Toni Maroni. Hey, ich liebe das. Es ist genial, dass man einen Einblick bekommen in sein Leben während dieser Serie, wo wir drinnen sind. Der Toni, der Träumer. Was für ein Visionär. Gerade in jeder Stadt wird er einen Stand aufmachen. Das ist cool. Yes, der Toni hat einen Traum gehabt. Und in dieser Serie geht es um die Träume. Letzte Woche hat uns Elias mitgenommen, wie wir gross träumen sollen. Und an dem heutigen Morgen werde ich auch über Träume reden. Träume sind etwas, das wir tief in unserem Herz tragen. Ich bin im Duden schauen, was der so sagt, was ein Traum ist. Und der Duden sagt, ein sehnlicher, unerfüllter Wunsch. Das ist ein Traum. Also ein Traum ist ein Wunsch, eine Hoffnung, eine Vorstellung, wo wir hoffen und erwarten für unsere Zukunft, die noch vor uns liegt. Es ist etwas äußerst Erstrebenswertes, was sich bis jetzt noch nicht verwirklichen lassen hat in unserem Leben. So ein Wunschtraum. Wir sind letzte Woche in die Geschichte von Josef hineingetaucht mit dem Elias. Er hat uns mitgenommen und dort haben wir gesehen, wie Gott grosse Träume hat für den Josef. Grosse Träume über sein Leben. Und wenn wir die ganze Geschichte von Josef anschauen, dann sehen wir auch, was für Auswirkungen und was für eine Kraft so Träume im Leben und im Umfeld von dem Leben können haben. Und die Bibel zeigt uns, dass wir einen Gott haben, der für Menschen träumt. Die Bibel zeigt uns, dass wir einen Gott haben, der einen Plan über dein Leben hat. Die Bibel zeigt uns, dass wir einen Gott haben, der Gedanken über dein Leben hat. Und die Frage ist, ob du auch offen bist für seine Träume, die er über dein Leben träumt. Es geht hier nicht um egoistische Träume, über Träume, wo ich mich einfach verwirklichen kann, so ein Selbstzweckstraum, sondern es geht um die Träume, wo Gott dir ins Herz geben will. Vielleicht sind das auch Träume, die du in der Nacht hast, so wie es der Josef hatte. Und die Träume braucht er oftmals, um uns zu führen, um uns zu leiten im Leben, wo wir einen Schritt machen und vorwärts gehen. Häufig sind das auch Träume, die Gott schon tief in unser Herz eingelegt hat, vielleicht schon seit klein. Und ich möchte dich fragen zum Start, hast du so Träume, wo du träumst? Und beziehst du Gott in deine Träume mit ein? Die Geschichte von Josef hat so traumhaft angefangen. Er hatte einen Traum gehabt, dass er mit seinen Brüdern auf dem Feld war, dass er dort Getreide geschnitten hat. Das Getreide haben sie dann zusammengebunden zu so Gaben. Und er hat geträumt, wie all die Gaben von den Brüdern und sonst noch von der Familie sich verneigen von ihm. Er hat einen Traum gehabt, der tief in seinem Herzen gesessen ist. Leider ist die Geschichte aber zum Albtraum geworden, wie viele von euch wissen. Und zwar sind seine Brüder eifersüchtig auf den Josef. Weil der Josef, er war der Lieblingssohn von seinem Vater. Der Vater hat dem Josef einen Mantel geschenkt. Einen wunderschönen Mantel hat er machen lassen und den hat er ihm gegeben. Und wir müssen verstehen, der Mantel, der hat eine Bedeutung gehabt. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn du vielleicht am Mittwochnachmittag mit deinen Kindern in H&M gehst und ihnen einen Wintermantel kaufst. Sondern so ein Mantel, das hat eine Bedeutung gehabt. Und zwar hat das bedeutet, dass der Vater sein Segen weitergibt. Und normalerweise hat man am erstgeborenen Sohn den Segen, den Mantel weitergegeben und ihm auferlegt. Und der Josef war nicht der erstgeborene Sohn. Der Josef war der zweitjüngste. Obwohl er der erstgeborene Sohn war von der Lieblingsfrau von der Rahel, die Lieblingsfrau von Jakob. Und ihr könnt euch vorstellen, die Brüder sind hässig, die das gesehen haben. Die Brüder sind eifersüchtig geworden, die es gesehen haben, ihn mit dem Mantel rumlaufen.
Und die haben wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstanden und denken, hey, was soll das? Sie haben sich benachteiligt gefühlt. Und so sind die Brüder mit dem Hass rausgezogen in die Steppe, wie der Vater sie beauftragt, dass sie gehen und dass sie gehen die Viehherden oder die Schafherden gehen, dort mit rausnehmen und dass sie dort weiden und die hüten. Und der Vater hat dem Josef den Auftrag gegeben, dass er zu den Brüdern auf Besuch geht und schauen, wie es ihnen geht. Und wir lesen jetzt von dort weiter, von dieser Situation, im 1. Mose 37, 12 bis 28. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir schlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Nur Ruben wollte ihn retten. Wir dürfen ihn nicht töten, rief er. Vergieß kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Ruben wollte ihn später heimlich wieder herausziehen und zu seinem Vater zurückbringen. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern. Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu und zerholten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn nach Ägypten nahmen. Was für eine crazy Geschichte. Die Brüder sind so eifersüchtig gewesen, sie hatten so einen Hass auf den Josef gehabt, dass sie ihn verkauft haben an die Händler. Sie haben ihn verkauft und mit dem Verkauf haben sie nicht nur einfach den Josef als Person loswerden, sondern sie haben auch ganz bewusst seine Träume loswerden. Sie nehmen nämlich immer wieder Bezug auf die Träume. Da im Vers 20 steht, dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Also sie haben die Träume vom Josef bewusst zerstören und vernichten. Der Josef ist verschleppt worden, er ist verkauft worden, er ist weit weggeführt worden von seiner Familie nach Ägypten. Und das ist so der erste Tiefpunkt vom Leben im Josef. Ich habe mich gefragt, wie hat er sich echt gefühlt? Wie ist es ihm echt gegangen? Er war der geliebte Sohn, der Lieblingssohn von Jakob. Und dann ist er nach Ägypten gekommen und er war nichts mehr wert. Er war einfach nur ein Ware, er war ein Sklave, er hat nichts mehr gegolten. Und seine Träume, die er geträumt hat, die haben wahrscheinlich in so unerreichbarer Ferne verschwinden und sind so davon geflogen, davon gedriftet. Seine Träume sind zerbrochen und ich kann mir vorstellen, dass sie wie so zerbrochen unter einem Schutthaufen sind. Irgendwo verstaubt, weit weg, unerreichbar, weg von seiner Familie. Am Josef sein Leben ist anders verlaufen, als er sich das erträumt hat, als er sich das wahrscheinlich jemals vorgestellt hat. Und ich weiss nicht, aber vielleicht hast du auch schon so Situationen in deinem eigenen Leben erlebt. Das ist ein Traum, den du gehabt hast. Eine Vorstellung von der Zukunft. Wie dein Leben könnte mal ablaufen, was mal könnte passieren, ganz anders gekommen ist. Vielleicht, als du als Kind bist, hast du schon geträumt. Oder als Teenager, oder vielleicht auch in den letzten Monaten. So ein Traum, der aufgeflackert ist. Aber du merkst immer mehr, wie der Traum so unter dem Schutthaufen ist, weil alles anders gekommen ist, als du dir vorgestellt hast. Vielleicht hast du dir geträumt, einmal eine glückliche Ehe zu haben. Eine gute Ehe, eine gute Beziehung. Und jetzt fühlt es sich an, wie wenn die Ehe unter dem Schutthaufen ist. Der Traum von einer gesunden Ehe. Und deine Ehe ist am Scheitern. Vielleicht hast du dir schon immer
eine glückliche, harmonische Familie gewünscht. Du hast geträumt und gehofft. Und jetzt ist der Traum zerbrochen, weil so viel Streit herrscht bei euch in der Familie. Vielleicht hast du geträumt von einer Eigenständigkeit, wie der Toni Maroni. Aber durch das letzte Jahr, wo die Pandemie kam, der Covid, hat es alles zerstört und dein Traum ist zerbrochen. Vielleicht hast du geträumt, dass du mal Mitte in den 20er wirst heiraten und Kind wirst haben. Und jetzt 10, 15 Jahre später bist du Single, du bist allein und du merkst, dass der Traum irgendwie zerbrochen ist und nicht Realität geworden ist. Vielleicht ist dein Traum zerbrochen durch eine Krankheit in deinem Leben, vielleicht im Leben von deinen Nächsten. Es gibt viele verschiedene Situationen, es gibt viele verschiedene zerbrochene Träume, die so unter dem Schutterhaufen liegen. Und es gibt viele Gründe, warum Träume zerbrechen können oder auf dem Schutthaufen sind. Es kann sein, dass dir Unrecht zugestoßen ist, so wie im Josef. Du kannst gar nichts dafür. Es ist einfach passiert oder jemand anderes die Schuld. Vielleicht bist du aber auch selber die Schuld. Du hast Fehler gemacht, du hast Schuld auf dich geladen und vielleicht fällt es dir so schwer bis zum heutigen Zeitpunkt, um dir selber auch vergeben und das loszulassen. Vielleicht ist dein Traum nicht ernst genommen worden, du bist klein gemacht worden, man hat deinen Traum nicht ernst genommen. Vielleicht sind es aber auch wirtschaftliche Gründe, gesellschaftliche Gründe. Der Punkt ist doch der, wenn ein Traum oder so eine Vorstellung und ein Wunsch in unserem Leben zerbricht, dann tut das weh. Es ist mega enttäuschend, es kann sehr schmerzhaft sein. Ich persönlich kenne das auch. Ich kenne das, wenn ein Traum zerbricht und man fühlt sich so ohnmächtig. Oder mir ist es so gegangen, so eine Ohnmacht, ich kann wie nichts machen. Er ist einfach zerbrochen. Es hat mich frustriert. Es hat geschmerzt. Das kenne ich sehr gut. Und ein Stück weit sind kaputte Träume Realität in unserem Leben. Träume, die zerbrechen können. Träume, die auf dem Schutthaufen liegen. Die Frage ist aber jetzt, wie gehen wir mit dem um? Wie ist der Josef mit dem und dieser Situation umgegangen? Und ich will weiter darauf eingehen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in den Vorbereitungen gemerkt, dass das ein Thema ist, das eine rechte Spannung auslöst, auch in mir, weil es nicht für jede Situation oder jeden Traum oder zerbrochenen Traum so eine Standardantwort gibt, oder? Es sind so viele verschiedene Situationen, es gibt nicht eine allgemeine Antwort. Und ich glaube, man muss weise und delikat mit dem Thema umgehen. Und trotzdem versuche ich, ein paar Impulse heute an dem Morgen weiterzugeben. Ein paar Punkte, die ich aus dieser Geschichte von Josef rausnehme, die dir vielleicht in deiner Situation helfen können. Ich will zurückgehen zu der Geschichte von Josef. Der Josef hat so viel Hochs und Tiefs in seinem Leben gehabt. Und ich habe das mal probiert, da auf die Flipchart zu zeichnen. Ich hoffe, ihr seht das alle. Und es ist losgegangen, oder? Er war zuerst in dem Hoch, der Lieblingssohn von Jakob. Er ist wahrscheinlich verwöhnt worden, er hat alles bekommen. Und dann ist das erste Tief gekommen, von den Brüdern, verkauft worden. Das nächste Tief, er ist auf Ägypten gekommen. Er ist nicht einfach befreit worden, oder die Brüder sind nicht gekommen, oder der Vater, und haben ihn zurückgeholt, sondern ist verkauft worden. Er ist zum Sklav geworden, vom Potiphar. Er war beim Potiphar als Sklave. Und dann hat es so ausgesehen, wie es langsam wieder raufgeht. Es steht in der Bibel, wie er treu war, wie er treuer Diener war, wie er Verantwortung bekommen hat. Er hat Verantwortung bekommen und Gott hat seinen Segen gegeben, weil der Josef so treu war. Hat seinen Segen über den Potiphar im Haus ausgossen, ihm gegeben. Und dann geht es ihm ein bisschen besser. Wer kommt? Am Potiphar, seine Frau. Und sie probiert ihn zu verführen. Und Josef steigt nicht darauf ein, er rennt davon, geht weg. Und was macht sie? Sie rührt ihn ins Gefängnis, oder besser gesagt, den Potiphar. Und wieder so ein Rückschlag in seinem Leben, ein Tief in seinem Leben, im Gefängnis. Und der Josef sitzt im Gefängnis, unschuldig, allein, einsam. Aber er begegnet dort einem Mundschenk. Und er leitet Träume aus für den Mundschenk. Und wo der Mundschenk freigelassen worden ist, sagt er, vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht, Mundschenk. Denk an mich, weil ich bin unschuldig, da im Gefängnis. Aber der Mundschenk vergisst ihn
und denkt nie mehr an ihn. Nochmal so eine Enttäuschung an einem Tiefpunkt, wo die Josef war. Also wir sehen so Aufs und enorme Ups in seinem Leben, enorme Herausforderungen. Der Josef hat mehrere Rückschläge in seinem Leben einstecken. Und wir lesen nicht genau, wie es ihm dort gegangen ist oder ob er sich Gedanken gemacht hat über seine Träume. Aber ich kann mir vorstellen, dass er diesen tiefen Punkt, wo er hinter dieser Karawane nachgelaufen ist oder vielleicht im Gefängnis gesessen ist, dass er ab und zu gedacht hat, hey Gott, was ist eigentlich mit diesen Träumen? Hey Gott, wozu? Gott, wo bist du? Ich kann mir vorstellen, dass er sich überlegt hat, meine Familie ist weit weg und sie sind Teil von meinem Traum. Was mache ich eigentlich da? Wie nichts hat darauf hingedeutet, dass sein Traum wieder die Realität werden könnte. Am Josef seine Träume sind unter so einem Schutthaufen begraben gewesen. Ich habe mich dann gefragt, sind seine Träume wirklich zerstört gewesen? Sind seine Träume wirklich kaputt gewesen, tot gewesen? Ich glaube, aus menschlicher Sicht absolut. Ich glaube, aus der Sicht von Josef selber wahrscheinlich auch. Aus der Sicht von anderen Menschen ziemlich sicher auch. Und hätte gesagt, weisst du was, vergiss das, denk nicht mal dran. Aber aus der Sicht von Gott nicht. Weil für Gott ist alles möglich. Und vielleicht denkst du jetzt, ja. Aber hey, Jesus sagt im Neuen Testament, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für ihn ist alles möglich. Hey, für Gott ist es möglich, auch ein Traum, der bei dir verstaubt aussieht, vielleicht schon fast zerplatzt aussieht, wahrzumachen. Und ich will dir das heute, zusprechen an dem heutigen Morgen. Es ist möglich. Das bedeutet nicht, dass wir krampfhaft an jedem Traum festheben müssen. Aber grundsätzlich ist es und wäre es für Gott total möglich. Und darum kann es sich manchmal auch lohnen, an einem Traum festzuheben. Darum liegt vielleicht unter dem Schutthaufen der Traum. Und vielleicht scheint er so weit weg zu sein, so überdeckt zu sein von anderen. Aber ganz gestorben ist der Traum erst, wenn du ihn wirklich sterben lässt. Er ist verschüttet, aber er ist nicht gestorben. Du bist eigentlich die einzige Person, die deinen Traum beerdigen kann, wenn du ihn aufgibst. Ich habe mir das überlegt. Hey, egal wie groß der Haufen Schutt ist, solange du lebst, solange ich lebe, kann ich an meinen Träumen festheben, wenn ich das will. Und gibt es ein Stückchen Hoffnung. Es ist aber so, das Wissen, dass Gott Träume wahr werden lassen kann, dass ich Hoffnung habe, das gibt uns leider keine Garantie, dass Gott den Traum auch wirklich wahr macht. Und ich möchte jetzt ein paar Punkte hervorheben, die uns helfen können, mit dem Umgang von verschütteten Träumen, ob es sich lohnt, dran zu bleiben oder nicht. Und ich will 3 Gedanken mit euch teilen. 3 Gedanken, die uns helfen mit dem Umgang von so zerbrochenen Träumen. Was hilft uns, wenn wir vor so einem Schutthaufen stehen und dort irgendwo unsere Träume liegen? Mein erster Punkt ist, hinschauen und hingeben. Wie schon erwähnt, eine 100%ige Garantie, dass unser Traum wahr wird, das haben wir nicht. Das lernen wir aus Erfahrungen, aus Geschichten, die wir schon gehört und gesehen haben. Auch durchheben, auch ein gewisses Verbissensein, alles dafür tragen, das langt leider auch nicht immer. Auch durch Leiden, durch die richtigen und vielen Gebete haben wir es einfach nicht vollständig in der Hand. Und ich glaube auch, es muss nicht immer so einen grösseren, genauen Sinn geben. Manchmal kann man es einfach nicht erklären, wieso das gewisse Träume nicht in Erfüllung gehen, so wie wir sie uns wünschen. Wenn der Traum auf dem Schutthaufen ist, ich glaube, es hilft zum Anschauen, ehrlich anschauen. Anschauen und ehrlich mit der Situation sein, dass der Traum vielleicht nicht wahr wird oder nicht so wahr wird, wie ich es mir persönlich vorgestellt habe und erträumt habe. Ich glaube, es ist ein Akzeptieren und auch ein Lernen, dass sich der Traum anders entwickeln kann, als er hofft. Es ist ein Anschauen und ein Zulassen, dass sich Vorstellungen und Wünsche verändern können in unserem Leben.
Und es gibt 2 Varianten, wie wir mit dem Traum umgehen können, wenn wir anschauen. Wir können entweder den Traum auf dem Schutthaufen anschauen und sagen, ich lasse ihn sterben und ich hake ihn ab, oder besser gesagt, das Kreuz. Ich hake ihn ab, ich lasse ihn sein. Oder wir können den Traum nehmen und wir können ihn Gott angeben. Mit allen Fragen, mit allen Unsicherheiten, mit allem Schmerz oder Frust oder Unschuld, die wir fühlen. Und das Hingeben bedeutet, dass wir den Traum nicht einfach sterben lassen, sondern Hingeben bedeutet, dass ich mich nicht krampfhaft daran festhebe, sondern ich gebe meinen Traum Gott ab. Und ich vertraue auf ihn, dass seine Pläne gut sind für mein Leben, auch wenn ich sie in diesem Moment nicht sehe und nicht realisieren kann. Ich suche Gott mit meinem Traum, mit meinen Träumen, frage ihn, rede mit ihm, suche seinen Willen. Und es gehört auch das Akzeptieren dazu, dass es sein kann, dass mein Traum nicht so wahr wird, wie ich ihn hoffe. Ich glaube, schwierig wird es dort, wo wir einen Traum nehmen und wir stellen ihn so auf ein Podest auf. Und alles Glück von unserer Welt hängt nur von diesem Traum ab. Dort, wo der Traum wichtiger wird, als das, was Gott für unser Leben parat hat, dort wird es mega schwierig und herausfordernd. Weil Gott hat Pläne und Träume für unser Leben, wie ich das am Anfang gesagt habe. Aber manchmal ist Gottes Traum für dies und mein Leben nicht genau deckungsgleich wie unser eigener Traum für mein Leben. Und dort hilft es, dich ehrlich zu fragen, klammerst du dich so sehr an den Traum, dass Gott darin vielleicht keine Rolle mehr spielt? Oder bist du bereit? Bist du ready dazu, zum Anschauen und zum ihm den Traum anzugeben? Das bedeutet nicht, den Traum aufzugeben, sondern wie gesagt, ihm angeben bedeutet, ihm überlassen, wenn und wie und ob der Traum in Erfüllung gehen darf. Und ich will dich ermutigen an dem heutigen Morgen, mutig zu sein und anzuschauen. Ich will dich ermutigen, ehrlich mit dir selber zu sein und auch mit Gott und darüber zu reden. Die Joni und ich, wir hatten gerade vor ein paar Wochen so einen Augenblick gehabt, wo, ja, wirklich ein Traum, den ich über mehrere Jahre hatte, gemerkt habe, hey, ja, der wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen. Und mich hat es mega, mega frustriert. Und wir sind angesessen und wir müssen sagen, hey, weißt du was, und jetzt? Es ist nicht in unserer Hand. Wir wollen uns nicht mehr zu fest daran klammern, sondern wir wollen es Gott abgeben. Und sagen, Herr, dein Wille in dem Inne. Das, was du willst, wir vertrauen auf dich, auch wenn wir es jetzt davon noch nicht gerade sehen. Aber du sagst in deinem Wort, du bist gut und du bist treu und du bist mit uns. Und ich glaube, es hat so viel Kraft, wenn wir bereit sind, den Traum aus unseren eigenen Händen weiterzugeben in Gottes Hände. Wenn wir den in seine Hände legen können. Das bedeutet nicht, dass wir den Traum einfach abgeben müssen, aber vielleicht die Vorstellung, wie er genau aussehen sollte. Ich komme zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist das Trauern. Manchmal ist damit verbunden, dass wir es betrauern, dass ein Traum nicht so in Erfüllung gegangen ist, wie erhofft. Oder dass es so aussieht, dass der Traum überhaupt nicht in Erfüllung wird gehen, dass er mit drin in dem Schutthaufen ist. Und das ist frustrierend, schmerzhaft, es kann so eine Trauer auslösen und das gehört ein Stück weit auch dazu. In einer gewissen Zeit oder Zeitabschnitt zumindest. Da geht es nicht darum, zum einfach wegschauen, zum ein bisschen Positive Thinking machen, zum das so abspielen, die Enttäuschung und einfach sagen, ja gut, wir sind Christen, es muss gut gehen. Nein, sondern Trauer kann dazu gehören. In der Geschichte von Josef hat mich das so berührt, wie steht, wo er im Gefängnis ist. Es steht dort, der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Gott war Josef so nahe, als er am tiefsten Punkt von seinem Leben war. Er war ihm treu, er war mit ihm. Und dort, wo du Schmerzen hast, dort, wo vielleicht dein Traum zerplatzt ist, will ich dir das zurufen heute Morgen. Hey, Gott ist im Fall auch dir treu. Er ist dir treu und er steht dir bei. Und du musst nicht allein durch den Schmerz durch oder durch die Enttäuschung durch. Und Gott lädt dich ein, bei ihm zu klagen, auch ehrlich deine Enttäuschung ihm zu bringen, auch die Schuld benennen. Vielleicht, wenn jemand ganz anders die Schuld ist, kannst du das von Gott bringen.
Er kann mit deiner Ehrlichkeit und mit deinem Frust umgehen. Im Psalm 34, 19 steht: Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Näher ist Gott allen denen, die ein gebrochenes Herz haben. Und er wird ihnen begegnen und sie retten, wenn sie ohne Hoffnung sind. Gerade die Psalmen, finde ich, haben so etwas an sich. Die Psalmisten dürfen sehen, wie sie klagen, wie sie ehrlich sind, wie sie ihren Frust vor Gott bringen. Und mir persönlich hilft das manchmal, so einen Psalm zu nehmen, den durchzulesen in so einer Situation. Oder vielleicht meine Worte reinzufüllen oder sogar meine Worte so aufzuschreiben und Gott anzugeben. Und vielleicht kann auch so ein Psalm dir helfen in so einer Situation. Wenn wir es zulassen, das Trauern, dann wird Gott mitten in diesen Trümmern uns durchführen. Er wird dir Trost schenken, er wird dir Kraft schenken, er wird dir Hoffnung geben und er wird dir helfen, die Träume und die Vorstellungen loszulassen. Und mein dritter und mein letzter Punkt ist das Wiederfinden. Wenn wir mit Gott gemeinsam durch das Tal durchgehen, durchlaufen, durch die herausfordernden Zeiten, dann gibt es auch immer wieder einen neuen Weg hinter den Trümmern in unserem Leben. Eine neue Sicht, einen neuen Lichtblick und auch eine neue Hoffnung. Und wir dürfen erkennen, wie Gott aus Schutt und Scherben und all dem Zerbrochenen etwas Neues macht. Vielleicht ist es anders, als wir ursprünglich uns das vorgestellt haben. Aber Gott kann gerade aus so schlimmen Zeiten, aus so Tiefpunkten etwas Neues und Gutes schaffen. In der Vorbereitung hat mich Elias auf so ein Bild hingewiesen. Und zwar gibt es in Japan so eine Kunstform. Und dort nehmen sie so Gefäße, so Keramik, so zerbrochene Gefäße, und sie nehmen die und sie rühren die nicht einfach weg, sondern sie nehmen sie und sie reparieren es mit Gold. Sie nehmen Goldstaub und dann das wieder zusammenkleben. Ich weiss nicht genau, wie das geht. Aber sie machen aus dem Zerbrochenen etwas Neues und etwas Wunderschönes. Und ich bin so ein bisschen nachlesen, was denn das bedeutet. Und es bedeutet für die Japaner, dass sie die Unvollkommenheit unterstreichen und das Objekt einzigartig wird und wunderschön wird, wenn nicht noch schöner, sagen sie. Und als ich das so gesehen habe, habe ich gefunden, ja, das ist doch so ein Bild für unsere zerbrochenen Träume, für vielleicht unser zerbrochenes Herz, wie Gott das Zerbrochene nimmt, wenn wir es ihm angeben und etwas Schönes wiederherstellen kann. Etwas, das wir uns vorher nie hätten vorstellen können, kann er wieder neu machen. Dazu habe ich noch ein Zitat das ist unbekannt. Ich finde das super. Da steht: Gott kann aus Schlimmen noch das Bessere machen, als das Gute je gewesen wäre. Gott kann aus Schlimmen noch das Bessere machen, als das Gute je gewesen wäre. Gott kann etwas Neues, etwas Wunderschönes schaffen, wenn wir ihm die Situation angeben. Etwas Schöneres, als wir uns das vorstellen können. Und vielleicht siehst du das jetzt auch überhaupt noch nicht. Aber gemeinsam mit Gott gibt es einen neuen Weg hinter dem Zerbruch. Eine neue Hoffnung, neue Träume und neue Perspektiven. Und zum Schluss möchte ich nochmal auf die Geschichte von Josef gehen. Weil da unten war sie nicht ganz fertig. Sie ist weitergegangen. Und zwar hat Gott den zerbrochenen, den verschütteten Traum genommen und schlussendlich ist er wahr geworden. Gott hat schlussendlich den Josef zum zweithöchsten Mann in Land gemacht. Gott hat ihm eine wichtige Position gegeben. Er hat ihm Einfluss gegeben. Er konnte Gottes Wert prägen und schlussendlich hat er auch seiner Familie in der Hungersnot helfen. Seine Brüder sind gekommen, sind gefragt für Getreide und er als zweithöchster Mann ist dort gestanden und sind sich verneigt von ihm. Und es ist unglaublich, weil es ist wahrscheinlich ein Traum, wo Josef nicht mal mehr daran geglaubt hat, nicht mal nicht gedacht hat, dass er seine Brüder jemals wieder sehen wird. Und er ist wahr geworden. Gott hat Josef durch die Tiefen, durch die schlimmen Momente durchgeführt. Er war an seiner Seite. Er ist ihm treu geblieben. Und er hat die Träume von Josef genommen. Unter dem Schutt hat er sie führen genommen.
und hat es auf eine ganz andere Art und Weise wahr werden lassen, als sich der Josef hätte vorstellen können. Und so geht Gott mit uns durch das dunkle Tal. Und er kann uns von verschütteten Träumen nehmen, die irgendwo liegen. Dort, wo wir vielleicht denken, das ist nicht mehr möglich. Keine Chance, menschlich gesehen. Aber ihm ist es möglich, die Träume in Erfüllung zu bringen. Vielleicht auch anders, als du dir das jemals erhofft und vorgestellt hättest. Und so möchte ich dich ermutigen an dem heutigen Morgen. Ich möchte uns alle ermutigen, dass wir unsere Herzen, unsere Träume dürfen dem Gott zustrecken. Dass wir unsere Träume dürfen mit dem Gott teilen. Ich möchte dich ermutigen, dich dem Gott hinzugeben an dem heutigen Morgen. Besonders dann, wenn du Frust erlebt hast, wenn Schmerzen herum sind, dass du die mit ihm teilst und ihm bringst. Weil er liebt es, Menschen zu begegnen, die mit Scherben, mit Schutt kommen. Er liebt es, egal ob du selbst verschuldet bist oder fremd verschuldet bist. Er liebt es, zum Menschen zu begegnen. Und wir lesen auch im Neuen Testament, wie Jesus immer wieder viel mit so Menschen zu tun hat. Wie er Menschen begegnet ist, die mit Scherben gekommen sind, die mit Schutt gekommen sind. Und er hat gesagt und ihnen zugerufen, komm zu mir, wenn du mühselig bist. Komm zu mir, wenn du beladen bist. Komm zu mir und ich will dich erfrischen. Ich will dir die Last nehmen. Ich will dich unterstützen. Ich will mit dir gehen. Und ich will uns das heute zurufen, an dem Morgen. Hey, es ist ein Morgen, wo wir zu Jesus kommen können. Wo wir das Kreuz kommen können. Wo wir ihm das ablegen dürfen. Und wir gehen jetzt in eine Anbetungszeit, wo wir vor den Gott kommen. Und das ist eine Zeit zwischen dir und dem Gott. Das ist etwas Persönliches zwischen dir und ihm. Und es ist die Zeit, wo wir Scherben und Schutt benennen dürfen, wo du sie Gott abgeben kannst. Wenn du willst, darfst du auch für das Kreuz gehen. Es tut manchmal gut, so symbolisch einen Schritt machen und vor das Kreuz kommen und ihm das hinzugeben. Es kann aber auch sein, dass wenn du daheim bist und kein Kreuz hast, dass du einfach ins Gebet gehst. Wir haben auch ein Gebetsteam, das online mit dir schreibt und liebend gern für dich betet. Du darfst aber auch symbolisch daheim auf die Knie gehen und Gott das angeben. Wie das hat oder kann ein enorm starker Anfang sein. Von neuem Vertrauen, von neuem Aufstehen, von mutigem Weitergehen und von vielem Neuen, das noch wird folgen. Ich will beten und ich lade euch ein zum Aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der so viel weiter sieht wie mir, Herr. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns führen willst, dass du uns leiten willst, auf unserem Lebensweg, mit unseren Träumen, mit unseren Wünschen, Herr. Und du siehst jedes einzelne, Herr. Vater, manchmal ist der Weg so voller Unsicherheiten. Aber ich danke dir, dass wir dafür wissen, wir müssen nicht allein gehen. Und ich danke dir, bist du ein Gott, der für uns ist. Und auch wenn es manchmal aussieht, wie wenn alles wird zerbrechen oder schlecht ist oder du nicht mit uns bist, Herr. Ich danke dir. Ist dein Wort wahr und ist dein Wort treu, Herr. Ich danke dir, bist du mit uns. Und ich bete, Herr, dem heutigen Morgen für Menschen im Livestream, aber auch Menschen da, für Mut, Herr. Mut, die Träume hinzugeben. Ich bete, Herr, dass heute Morgen Menschen auch nochmal neu erfüllt werden, vielleicht mit neuen Träumen, mit neuen Vorstellungen, die du für ihr Leben hast, Vater im Himmel. Ich bete, Geist Gottes, dass du kommst und dass du auch Mut gibst zum Loslassen, was dran ist, zum Loslassen und dir vertrauen, Herr. Ich bete, dass du die Menschen zu dir ziehst. Ich bete, dass die Menschen dich dürfen sehen und deine Barmherzigkeit, Herr, deine Liebe, deine liebende Arme, so als Vater, der kommt. Und ich bete, Herr, für Menschen, die im Schmerz sind, dass du ihnen hilfst, aufzustehen. Ja, dass du sie vielleicht sogar drehst, um wieder aufzustehen und sie anstellst. Und ich bitte für dein Segen, für Kraft, für Frieden, für Zuversicht. Danke dir, Vater im Himmel. Amen.